Den Tavis ass iwwerall mat kom, an huet mat enger klenger Bodycam alles aus Sängerperspektiv gefilmt. D'Flich, d'Hoteller an d'Zommeen, d'Visite bei enere Ministermuppen, alles 30 Zentimeter vum Bodem. D'Leit konnte net genug vun em kreien. Geschwën war den Tavis auch international bekannt, an d'Enttäuschung war gross, wann net op engem Sommet dabei war. An dem Tom seg Beleeftheet, déi huet net op Gaal mat klammen. A weder d'Regierung konnten oppe kritiseieren, nach d'Opposition. Weil die eng hatte sech dummer de selber geschuert, an die Äner hunn no engem Versuch, déi ganz empfindlech no hanne lassgangen ass, et seierem siegelos. An lo setzten do, den Minister Tom Ernen, Kinnek vun der Sondesfroh, Liichtgestalt vun Oppositionune weltweit erspiert, wie sech iwwer ihm en gigantischen Shitstorm ze Summe braut. Lo muss I wëssen, den Thomas se Sympath. En huet aus engem ganze Liewen nach keng wirklich Feindseligkeit gespurt. He war dat kant mam sonnege Gemiet, mat dem jidveri wollt spielen. An dünn waren de Jonken, die seg Matschüler a Profen ronderem de Fanger geweckelt huet. A schliesslich goufen dem Mann, dem jidvereen eppes Gutes kommt, aufgewannen. Den Thomas gutmiedisch, anständig, anempathisch, Rachqualitäten bei intelligente Menschen. Wann mat Animositéite konfrontéiert gëtt allerdings, dann ass duch an ener blessiert, weil, weet, dat verdingt den einfach net. Neicht hueten op dat fir bereet, wat an den nächsten Deeg a Wochen iwwer den Rabrieche werd. Du meinte so dir also, dass Transfrau kein richtig Frau sinn. Du meinte so nicht, dass eng Madame Peters, die ich durchaus schätzen, hier komplett Parteikarriere als Herr Peters gemacht huet, mat all de Privilegien an Erleichterungen, die Männer an dem Betrieb nun mal hunn. Am Gegensatz zu enger Madame Wagner Teufel, die sich hier Position gegen Sexismus an Dürbelbelastung huet missen erkämpfen. An lo stellt sich Madame Peters für einen Platz zur Verfügung, die sie bei aller Freundschaft als Mann net ging krähen. Equality Actions hin und her. Ich meine, guck dir die Sportler an, die eng Transition zur Frau machen an dann mat ihrer nach immer männlicher Konstitution ihre weibliche Kolleginnen all Chancen op den Titel wäschuelen. Dat kann ja aber net sinn. Die unterstellt Madame Peters also politische Kalkül, dass sie quasi aus ihrer Transition Profit schloe wählt. Ich unterstellen dem Karin gut neicht. Ich soe just, dass die Quality Actions net a priori für Personen wie Madame Peters geschafft gesehen. Mat Personen wie Madame Karin Peters mengt dir Transfrauen. Wie lang muss ihn dann ihrer Meinung nur eng Frage wircht sehen, für ein Amt an ihrer Partei hervorzukommen? Lächerlich verstehen, ob wer da will rauskommen. Mir eins geht es doch immer jahrhundertelang Unrecht auszugleichen an der Diskrimination von Frauen, wann es um Heichposten geht, an dem wenigstens bei uns an der Partei ein Ende zu setzen. Me genau das ging dir doch machen, wenn Karin Peters auf so eine Posten ging kommen, oder meint ihr, sie wir als transsexuelle Person nicht diskriminiert gehen? Boah, also erstens, nee. Ich hoffe, dass sie an unserer Partei nicht diskriminiert guf. Dir wisst, dass mir versichern, bei so Sachen ganz aufmerksam zu sein. Und zweitens, ich denke, dass Madame Peters als Mann, die sie ja aber bis 4 Jahr nach vor, meiner Diskriminationen ausgesetzt war, wie durchschnittlich Nolausterin. Gemäß der Kollegin von Social Monitor hat Madame Peters an den letzten 18 Monaten über 2000 Hassmessagen an ein Dozen Mordrohungen gekriegt. Ging das Diskriminierung vom Durchschnitt von der Frau ausgleichen? Gabi erhält Hassmessagen an Morddrohungen seit 20 Jahren.
Dat müssten Kollege vu Social Monitor och registriert tun. Mir et as indiskutabel fir dat Logenten opzeweihen. Also nach einkeier. Den Posten vun der Präsidentin geht net und die meesch diskriminiert. Geht erstens eng Frau, an zweitens und die best qualifiziert. Für mich ganz klar Gabi. Den Tom riskiert den Blick an die Regie. Sein Bruder hat ihm direkt gedreht und telefoniert taktisch und hat gern sein eigenes Handy am Studio für zu gucken, was läuft. Nee, aber nicht, dumm Idee. Danny Gröben zieht ihren Tablet-Mino bei sich. Am Tisch ist ein Schirm gebaut, auf den dem Tom verfolgen kann, was die Journalistin untippt. Gucken wir doch mal, wie die Nachricht von der Kandidatur bei den Leuten kommt.